Willkommen zum Skorpion und Jungfrau Podcast. Ich bin Anita. Und ich bin Laura. In der heutigen Episode reden wir über das Buch «Herkunft» von Sascha Stanisic. Ja, also wir haben uns überlegt, ich erzähle es kurz, um was es geht. Und ich gebe ein bisschen Hintergrundinfos. Und dann können wir zuerst mal sagen, wie wir das Buch gefunden haben, weil das Mal haben wir nichts besprochen. Also ich habe keine Ahnung, was Laura denkt, wie viele Sterne sie gibt. Also absolut keine Ahnung. Und das würde mich jetzt dann auch wundern. Und dann gehen wir so ein bisschen auf ein paar Stellen ein vom Buch, aber es wird so ein bisschen eine allgemeine Unterhaltung sein. Und also ich hätte auch gesagt, das Buch ist auch gut dafür, so ein bisschen allgemein über das Thema Herkunft und so zu reden. Genau, also um was geht's? Der Sascha Stanisic ist als Kind mit seiner Mutter nach Deutschland geflüchtet, wegen dem Bosnienkrieg. In diesem Buch erzählt er ein bisschen, wie es in Bosnien war als Kind, wie es für ihn war, in Deutschland dann halt zu leben. Nachher, wo er wieder auf Bosnien zurück ist, also um seine Familie und so zu besuchen, was sich dort so verändert hat. Ist einmal seine Familie besuchen in so einem kleineren Örtchen und ist auch noch ganz interessant für ihn, dann über seine Herkunft nachzudenken. Was auch noch vorkommt, ist, seine Großmutter hat Demenz und für Leute so ein bisschen ihre Erinnerungen. Und es ist ein teilweise biografisches Buch. Also gewisse Sachen sind vielleicht erfunden, vielleicht auch nicht. Weil ich habe mir überlegt, ich könnte das genauso machen. Weil es sagt zum Teil Sachen, wo ich mir denke, das ist jetzt vielleicht ein bisschen problematisch, so wie seine Großmutter war in der Mafia. Ja. Und dann sagst du, vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Und dann ist es vielleicht besser, wenn du es dann einfach so lässt, dass Leute sich da selber etwas denken. Ja, hast du noch etwas Allgemeines, was Leute wissen müssen über das Buch? Also was ich vielleicht noch sagen kann, ist, ich finde es noch spannend, weil du hast gesagt, seine Großmutter ist dement und je mehr das sie vergisst, desto mehr erfahren wir als Leserinnen etwas über die Geschichte. So vom Aufbau ist das sehr spannend gestaltet, finde ich. Wie bin ich überhaupt auf das Buch gekommen? Ich weiß nicht, ob du dich das gefragt hast, eventuell. So wie kommt man nicht jetzt auf das? Also ja, zwar, es ist schon noch naheliegend, aber erzähl nur. Es geht im Fall. Okay. Das ist eine interessante Geschichte. Okay. Und zwar habe ich das Buch gesehen, wo es gerade rausgekommen ist. Also wann ist das? 2019 oder so. In der Buchhandlung. Ich bin da daran vorbeigelaufen und dann ist mir aufgefallen, weil das ein Autor ist, der das H am Ende vom Namen hat. Das ist mir halt so, mit Hugo Radar hat sich da gemeldet. Und dann habe ich das so angeschaut und so ein bisschen, aber weißt du, so denke so, ja, okay, was bringt mir das, weißt du, so ein Buch zu lesen? Weil ich weiss auch selber, keine Ahnung, wie das Leben dort ist und so. Also klar, seine Geschichte ist natürlich ganz anders als meine. Okay, das hätte ich dich dann noch gefragt, ja. Weißt du, so für jemanden, der sich mit dem so auskennt und so, habe ich einfach so denke, ja, es bringt mir wahrscheinlich nicht so viel, wenn ich das lese. Und, aber der Titel ist mir halt geblieben. Und man redet ja die ganze Zeit über das, so Herkunft, wo kommt man wirklich, etc. etc. Und dann, wo ich mir halt überlegt habe, was für ein Buch wir lesen könnten, ist mir das halt wieder in den Sinn gekommen. Also ja, gut, schon über 2 Jahre später. Und ja, ich weiß nicht, soll ich das jetzt so ansprechen, wenn ich so sage, mein Hugo-Radar. Was meinst du? Ich versuche es mal ein bisschen anders zu erzählen, als ich das sonst mache. Okay, was man über mich wissen muss. Ich sehe bosnisch aus. Also ich habe keine repräsentative Umfrage gestartet, aber das ist so der Konsens. Ich rede Serbisch. Ich habe einen Vornamen, also Anita, der eher in Kroatien verbreitet ist. Und es wäre jetzt passend gewesen, könnte ich sagen, dass ich meine Strandferien in Montenegro verbringe, aber das stimmt leider nicht. Sonst gehen wir mal, Laura. Ja, gerne. Budva, voll der Partyort machen wir. Aber ja, nein, das ist eigentlich jetzt eine Anspielung auf das, dass ich mein Urgroßvater aus Montenegro gekommen ist. Anyway, also ich bin eigentlich so ein bisschen, ich bin konfessionslos und ich habe auch nur den Schweizer Pass, also viel Spass beim Erraten, von wo ich wirklich komme. Nein, Spass, aber ja, es ist so ein bisschen... Was sagst du, wenn dich die Leute fragen, von wo du kommst? Da hast du ja mehrere Varianten irgendwie. Also du musst immer die ganze Geschichte abspielen, also nein, erzählen. Ja, es kommt darauf an, ich sage meistens, ich komme von da, aus der Schweiz, oder? Und wenn es mich dann noch provozieren will, weil es ist immer so lustig und es ist nicht so unangenehm. Nein, Spaß. Es ist schon schwer, sich da festzulegen. Und das sagt er auch in seinem Buch, weil sein Vater ist ja bosnischer Serb, Serbus Bosnien, und seine Mutter ist Bosniakin, also mit Bosniaken bezeichnen wir die muslimische Bevölkerung. Und so Sachen, es ist halt schon schwer, wenn du nicht aus nur einem Ort kommst, also auch während dem Krieg. Es ist nicht
Also, ich weiß jetzt nicht, was besser ist, aber es ist zum Teil sehr schwierig gewesen, sich da einzuordnen oder halt, es ist auch schwer jetzt irgendwie so. Ich fange gerade wieder, nein, Spaß. Nein, aber es ist keine Ahnung. Für mich ganz ehrlich, weil es ist mega dumm, aber einfach eben, weil wie ich gesagt habe, ich rede Serbisch, ist es für mich am einfachsten einfach zu sagen, ja, dass ich Serbin bin. Ja. Weil das ist einfach die Sprache, an dem erkennt man sich auch in dem Sinne. Also ich könnte jetzt auf Kroatien gehen und irgendwie einen Satz sagen und sie wissen, von wo ich bin. Also ja, mit einem ein komischen Schweizer Akzent. Ja. Oder auch, ich bin zwar konfessionslos, aber meine Eltern sind orthodox. Also weißt du, ich meine, es ist so ein bisschen, dann lehnst du dich so eher an das. Aber es ist auch interessant, wenn ich sage, ich komme aus Bosnien oder mein Vater kommt aus Bosnien, fragen sie gleich so, also aus dem serbischen Teil oder aus welchem Teil genau, weil sie gleich das so weit zuordnen müssen. Was sagst du? Ich sage, also wir fragen sich auch wegen dem Nachnamen und dann sage ich einfach, dass ich hier bin geboren, aber halt Migrationshintergrund hat, oder mein Vater Migrationshintergrund hat und aus Spanien kommt. Ja, aber wirklich? Ja. Bist du nicht noch ein Teil Österreich? Ja, stimmt, aber das erwähne ich nicht, das ist noch lustig. He? Aber das ist, weil der Teil kleiner ist, also weil der geht noch eine Generation weiter zurück. Aber stimmt, das ist noch interessant. Ja, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weit, aber genau, wegen dem ganz kurz erzähl noch, was im Bosnienkrieg so passiert ist, grob, und dann wie die Situation heute ist. Ja, stimmt. Und zwar rede ich jetzt wirklich nur über den Bosnienkrieg, nicht über all die verschiedenen Jugoslawienkriege, wobei ja, das eine auch das andere geprägt hat, denke ich mal. Also der Bosnienkrieg selber ist von April 1992 bis Dezember 1995 gegangen. Und es ist halt mit dem Zerfall von der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Es hat 3 verschiedene Jugoslawien, es hat einmal das Königreich Jugoslawien gefragt. Nicht. Auf jeden Fall, wo sich das so ein bisschen abgesplittert hat, hat Slowenien sich gelöst, Kroatien war next gewesen, also dort hat es auch einen Krieg gegeben. Und es hat halt in Bosnien selber halt so wachsende Spannungen gegeben zwischen den Ethnien, wo sicher also ein paar Jahre bevor der Ausbruch kam, ist dann auch langsam eben sich entwickelt hat. Und im Buch gibt es doch auch die eine Stelle, wo der eine aus seiner Klasse kommt mit so einer Liste in der Schule von wegen, ja, tragt euch ein, was sind ihr, eben Bosnier, Serb, Kroat. Und dann hat es immer wieder so neue Kolonnen gegeben von Leuten, die etwas anderes rein tun und so. Also, weißt, oder halt auch der ein Joke, dass irgendeine Familie sich mal bei der Volkszählung oder weißt, als Inuit bezeichnet hat. Aber das ist nur zu Bosnien im Fall. Ja, aber das finde ich so lustig. Das ist genau das an diesem Buch. Ich finde, darf ich noch rein? Er findet sehr, also es ist eigentlich ein recht kitschanfälliges Thema, das Heimat, Herkunft und so. Und er kann das wirklich humorvoll verpacken, aber er kann er so im richtigen Moment so richtig Ernsthaftigkeit wieder abbiegen. Dass es nicht, also das macht er auch gut. Das finde ich wirklich mega beeindruckend. Voll. Also, ich habe nicht so viel gesagt, aber ich habe dir immer gesagt, ich habe gelacht, ich habe geheult, ich habe Gänsehaut gehabt. Es ist richtig so, alle Emotionen. Auf jeden Fall, das Ganze ist von halt verschiedenen nationalistischen Gruppierungen angeheizt worden. Im Buch hat er auch die 3 Leute erwähnt. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Ziel gehabt. Also die, sagen wir jetzt, Serben in Bosnien, haben eher mit Jugoslawien bleiben oder halt das, was nachher Serbien wurde, ist. Die kroatische Bevölkerung hat sich eher zu Kroatien wählen und die bosniakische, also muslimische Bevölkerung hat halt eher Bosnien als Staat für sich wählen, unabhängig von halt diesen 2 Seiten. Ja, das hat dann zu einem Krieg geführt zwischen all diesen 3 Parteien. Also jeder hat sich bekriegt. Das ist nicht wie irgendwie 2 gegen 1 oder sind sich alle gegenseitig bekriegt. Das war erst vorbei mit dem Dayton-Vertrag. Dayton ist also ein Ort in Ohio in den USA. Was daraus entstanden ist, es gibt jetzt 2 Entitäten, also die Föderation Bosnien und Herzegowina. Dort leben die Kroaten und Bosniaken. Und dann hat es die Republika Srpska, also dort, wo eben die Serben leben. Und lustigerweise, es hat nur eine Stadt, Brčko, die haben wir gar nicht zuordnen. Also es ist so ein bisschen, frag nicht. Aber es ist einfach so für sich so ein bisschen dort am Chillen. So wie die Schweiz. Also, nein, es geht also so ein bisschen autonom für sich, aber beide Seiten haben so ein bisschen auch ein bisschen Kontrolle. Okay. Auf jeden Fall haben sie es nachher so festgelegt, dass es so geteilt wurde. Was ist das Resultat von dem Krieg? Jetzt wieder nur in Bosnien hat es ca. 100'000 Tote gegeben.
Und der grösste Teil davon, also sowohl Soldaten als auch Zivilisten, sind, also die Opfer sind Bosniaken, also die muslimische Bevölkerung. Dann 2,2 Millionen Menschen sind geflohen oder sind vertrieben worden. Zum Teil halt im Land selber, zum Teil auch ins Ausland. Und natürlich ist ein Teil nach dem Krieg wieder zurückgekehrt, beziehungsweise hat müssen, weil der Flüchtlingsstatus dann halt nicht mehr gegolten hat. Ausser du bist Schriftsteller, wenn du Glück hast, je nach Laune von dieser Beamtin. Es hat aber viel mit Glück zu tun, das ist wirklich so, ja. Und er erzählt ja auch seinen einen Kollegen, der ja volles Trauma hatte, weil er über die Minenfelder ist und so, wo sie geflüchtet sind und er ist ja abgeschoben worden, etc. Seine Eltern mussten gehen. Seine Eltern sind nachher in die USA. Und vielleicht noch etwas, so ein Filmtipp noch, eventuell für die Leute, die es interessiert. Weil etwas natürlich vom Krieg passiert ist, was viele es noch vor Augen haben oder wissen, ist das Massaker bzw. der Völkermord von Srebrenica. Und es hat einen Film gegeben, der war auch für die Oscars nominiert bei der internationalen Filmkategorie. Quo Vadis Aida. Also es geht um eine, die als Dolmetscherin arbeitet für die UNO. Und sie bekommt dann auch so Sachen mit, weil, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber die UNO war halt die gewesen. Und also, bis heute checke ich nicht genau, wieso, aber sie haben dann einfach das überlassen und einfach das denen überlassen, dass sie die eben ca. 8000 Männer und Buben halt in so die Bösten halt verfrachtet und irgendwann gebracht haben und umgebracht haben. Also weißt, es ist so ein bisschen unter den Augen von der UNO passiert. Aber eben, das war jetzt eine sehr, sehr kurze Schilderung gewesen. Und dass man auch sagen muss, also in dem Buch, er erwähnt gewisse Stellen, aber halt einfach die für ihn relevant sind. Also er hat auch nicht den Anspruch, das Ganze zu erklären. Und die letzten paar Minuten, wo ich probiert habe, das ein bisschen zusammenzufassen, ist halt auch sehr oberflächlich, aber genau. Die Situation heute, es ist nicht nach dem Abkommen, ist alles gut und so, die Leute sagen, jetzt können wir zusammenleben. Nein, es wird international, militärisch und zivil auch kontrolliert. Viele Wissenschaftler und Journalisten bezeichnen das Regierungssystem von Bosnien als das komplizierteste der Welt. Das ich lustig fand, aber ich sehe es. Und was man sagen muss, also ich bin nicht eine Expertin für Friedens- und Konfliktforschung, aber ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, so die Ethnie so gespalten zu lassen. Und quasi der Vertrag hat ja eigentlich auch die neuen Gebiete so legitimiert, dass die Leute vertrieben worden sind und so weiter, so eben die ethnischen Säuberungen und so weiter, die stattgefunden haben und die Gebiete, die so aufgeteilt worden sind. Das Ganze, was sie gesagt haben, ja, die Gebiete gehören jetzt zu denen und denen, das hat so wie das Ganze auch ein bisschen legitimiert, finde ich. Ich habe da etwas nachgeschaut, wie ich mich gefragt habe, ist okay, interessant, klar, Republika Srpska ist für sich, aber in dem Fall die anderen zwei leben ja zusammen in der Föderation. Und dann habe ich etwas herausgefunden, wo, du weißt, mich schockiert nichts, aber es hat mich schon überrascht. Okay. Und zwar, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich finde das mega krass in Europa im 2021. Die 3 Ethnien haben quasi ihr eigenes Schulsystem, also Lehrpläne etc. Und klar, in der Republika Srpska, wo die Mehrheit ja selber ist, gehen alle in die gleiche Schule. In der Föderation aber gibt es wirklich so Fälle, 50 Schulen, wo nach dem Prinzip 2 Schulen unter einem Dach funktionieren. Das heisst, im gleichen Gebäude hast du 2 Schulen, eine für die Kroaten, eine für die Bosniaken. Und die unterrichten zum Teil in verschiedenen Zeiten, zum Teil jetzt verschiedene Eingänge. Und ja, es ist richtig, also das ist ethnische Segregation im Schulsystem. Sie haben wirklich ihre eigenen Lehrpläne. Also es ist wirklich getrennt nach diesen Ethnien. Krass. Ja. Und also begründet es zum Teil, also gewisse sagen auch, ja, sie finden es eigentlich dumm und man sollte eigentlich Leute einfach zusammen unterrichten. Was soll das? Und gewisse sagen so, ja, nein, wir haben aber das Recht, unsere Kultur und unsere, also weißt, dass wir das so weitergeben und so. Ich bin schon ein bisschen überrascht, als ich das gehört habe. Ich schreibe noch eine Seminararbeit über das. Ja, ich habe gesagt, du doch das verwenden, das Wissen. Ja, voll. Also es ist wirklich nicht alles tipptopp, kann man so sagen. Also, ja, das ist einfach auch ein langer Prozess. Ja, aber weißt, 1995 war es vorbei. Ja. Das sind jetzt 26 Jahre. Ja, das ist Bosnien für dich. Das ist so ein bisschen... In a nutshell. Ja, wirklich. Gut, merci vielmals. Soll ich erst mal sagen, wenn ich das Buch gefunden habe? Ja, genau. Sag, wie viele Sterne? 4. 5, gell, ist das meiste? Von
Ja, 4 von 5. Genau. Und zwar für mich, also ich habe ja jetzt sogar sehr lange zugelassen, aber ich habe das Gefühl, gerade bei Migrationsgeschichten ist das mega wichtig, vor allem wenn man selber vielleicht nicht so Ahnung hat oder halt auch nicht, also ja, du bist ja Quelle mit deiner Herkunft, um das Wort zu verwenden. Und was ich eigentlich sehr cool habe gefunden, ist, dass das Buch gibt einen persönlichen Einblick in etwas, was halt gerade in der Schweiz mehr so auf Makroebene verhandelt wird, sozialpolitisch. Und ich finde immer sehr wichtig, dass man halt wie wenn man eine persönliche Geschichte hat, dann kann man es viel besser nachvollziehen. Vor allem für Leute, die halt Vorurteile haben, wo ich, würde ich mal sagen, nicht dazugehören. Aber gleich, du hast halt nie... Ja, das ist, also für mich ist es echt mega interessant gewesen, weil auch so Szenen wie mit dieser Aral-Tankstelle, ich meine, das ist echt so... Das gibt es ja überall. Warte, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Genau. Die Aral-Tankstelle als Dampfkochtopf der Multikulturalität. Einfach so, oder weil man sagt immer, ja, die sind im Hängen am Bahnhof. Aber das ist eben auch wichtig, weil ich glaube, das ist ja nicht, also ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, das ist nicht förderlich für die Integration und ich habe das Gefühl, mal eben schon. Weil du merkst vielleicht bei so Brennpunkten auch, es gibt auch andere Leute mit anderen Geschichten. Es ist nicht so wie ich habe diese Geschichte und sonst sind irgendwie alle einfach so Schweizer oder Deutsche. Oder gut, aber die Frage ist halt, muss es an einer Tankstelle sein oder wäre so ein Jugendtreff vielleicht? Also, weißt, ja, du weißt, was ich meine, oder? Ich konnte mir das so gut vorstellen mit dieser Tankstelle. Ja. Wirklich. Und der hat wieder so humorvoll mit Infopole, ich weiss den Namen nicht mehr, der irgendwie hat Autoreifen geklaut oder so. Und dann wollten sie ihn verschütten. Oder, es ist auch sehr humorvoll geschrieben. Und er hat dann so gefunden, okay, ich habe es verdient, aber bitte einfach nicht mit dem Fuß. Ja. Ja, wo er es nachher zugegeben, dass er es ist. Ja, voll. Oh. Ja, also... Genial, voll. Wirklich. Und er hat also, der Autor hat gesagt, mit vielen hat er heute noch Kontakt oder sie haben auch die aktuellen Mailadressen voneinander. Darum 4 von 5 Punkten. Und was ich auch noch schön gefunden ist, also eben, Deutsch ist ja nicht seine Muttersprache und wie verwendet der Autor eine Sprache, die er erlernt hat. Und mir hat auch gedacht, er braucht auch so Begriffe wie Hanebüchen. Und für uns, wo das die Muttersprache, oder auch für mich, wo das Muttersprache ist... Wow. ist es so wie, ja, ich würde so ein Wort glaub, gar nicht wie brauchen, weil ich so wie denke, und er hat es mega so kunstvoll eingesetzt, finde ich. Als würde er so, ja, ist es dir auch aufgefallen? Mir ist auch aufgefallen, eben, du liest Bücher von Muttersprachlern und die brauchen so Wörter nicht. Dann habe ich mich also gefragt, ja, ist das jetzt einfach so, um zu zeigen, ja, ich habe die Sprache schon im Fall. Stimmt, ja. Das ist jetzt jemand, der wirklich an dem auch geschafft hat und so. Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass er einen Begriff gebraucht hat, den du sonst nicht unbedingt siehst. Ja. Und dort das Element vom Zufall, weil er war ja an dieser internationalen Schule gewesen. Ich glaube, das ist ein mega Geschenk, weil er hat ja auch beschrieben, dass es dort eigentlich wie normal ist. Also er hat sich wie nicht als Ausländer gefühlt dort, weil sie alle halt, es war eine multikulturelle Umgebung gewesen. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, sicher schon etwas anderes. Dann hat er dort einen Lehrer gehabt, der nicht gefördert. Er hat ja zuerst Gedicht und so hat er auf Serbisch geschrieben. Genau, und dann hat er gesagt, ja komm, wir jetzt mal übersetzen und so. Und ich meine, es braucht eigentlich so Schlüsselpersonen. Definitiv. Für das du das dann so kannst umsetzen, ja. Also ich kann noch vielleicht sagen, was ich denke. Ja, stimmt. Meine Sterne, Trommelwirbel, nein, ich gebe 3,5 Sterne, also jetzt abgerundet auf 3. Ich habe es sehr gut gefunden, wie er geschrieben hat. Er wechselt von einem guten Moment zu einem... Also weißt, er beschreibt etwas, was halt so mega cool war und nachher die nächste Ziele ist etwas, was mit dem Krieg zu tun hat. Und nachher kommt wieder das, nachher kommt etwas Lustiges und dann kommt... Also wie er das macht, auch seine Vergleiche, die Parallelen, die er zieht zu dem Zeitpunkt, wo er geflüchtet ist mit der Flüchtlingskrise, mit der heutigen Situation, finde ich auch sehr interessant, also wie er das so wie eingebaut hat. Er hat gewisse so Reflexionen, die ich auch noch gut finde, also über das ganze Thema. Ich weiss nicht, wieso habe ich 3,5 gegeben, schlussendlich. Ich bin eine kritische Leserin, nein, aber... ja, stimmt, bei mir ist die Bewertung wieder besser. Etwas hat mich ein bisschen aufgeregt, ich sage das noch später, und sonst wäre es auch 4 gewesen. Wie hast du den letzten Teil von der letzten Mega cool, weil, ja, darum habe ich 5 Sterne, weil ich so wie gefunden habe, das Buch ein bisschen kürzer können halten. Also ich finde, es ist der letzte Teil hätte er, das habe ich gedacht, beim letzten Teil habe ich gedacht, hat er sich übertrieben. Ja, aber es ist mega lustig, so wieder mal so etwas zu machen. Ja, vielleicht können wir, also ich weiss nicht, ob es gut passt, aber slawische Mythologie, es interessiert mich im Fall. Und bitte erklär mir das mit dem Drachen. Oh,
Oh. Oder geht es lang? Ich bin halt selber nicht so in dem Ganzen drin. Aha. Weißt du, ja, wie probiert seine Geschichte so an die Begriffe, also was für eine Art Akkulturation hat er wieder laufen? Dann bin ich schnell so sozialwissenschaftlich recherchieren, was es da gibt. Und ich habe plötzlich gedacht, das ist ja eigentlich wie so Integration aus dem Schulbüchlein. Aber er hat ja selber ein Zitat zu dem. Seite 221. Meine Rebellion war die Anpassung nicht an eine Erwartung, wie man in Deutschland als Migrant zu sein hatte, aber auch nicht bewusst dagegen. Jetzt geht es noch weiter. Also das hat mich noch cool gedacht, weil ich habe so wie gedacht, so, eigentlich ist es ja eine ziemlich perfekte Geschichte, weil so alle geflüchtet, jetzt ist er Autor. Und er sagt aber auch, mein Widerstreben richtete sich gegen die Fetischisierung von Herkunft und gegen das Phantasma nationaler Identität. Und das finde ich recht geil, weil er schreibt ja genau über das, oder? Aber findet er so wie, ja... Und darum ist es eben auch nicht kitschig, weil er so wie findet, ja, es gehört zu mir, aber es ist jetzt wie nicht, er hängt seine Geschichte gleich nicht nur an dem auf. Er sagt dann, glaube ich, auch, eben, es ist einfach egal wo... Warte, ich muss nochmal zurück. Ich war für das Dazugehören überall, wo man mich haben und wo ich sein wollte, kleinsten gemeinsamen Nenner finden genügte. Ich habe auch 2 Stellen, die vielleicht gerade dazu passen. Dort, wo ihn ja der Verwandte fragt, von wo er ist, oder? Also doch, Herkunft wie immer, dachte ich und legte los. Komplexe Frage, so von wo kommt es darauf an, auf die geografische Lage des Hügels, auf dem der Kreissaal sich befand. Er schreibt noch ganz lustig, so wegen auf die Landesgrenze des Staates zum Zeitpunkt der letzten Wehe. so gut, ja. Und nachher sagt er so, eben, wie man es dreht, du wirst jetzt lachen, wie man es dreht, Herkunft bleibt doch ein Konstrukt. Ja! Eine Art Kostüm, das man ewig tragen soll, nachdem es einem übergestülpt worden ist. Als solches ein Fluch. Oder mit etwas Glück ein Vermögen, das keinem Talent sich verdankt, aber Vorteile und Privilegien schafft. Und dort ist mir auch noch so in den Sinn gekommen, dort, wo er doch beim Nacht war, bei seinem Kollegen und noch andere dabei waren und die eine so gefragt hat, von wo kommst du? Und er ist aus Bosnien und sie hat Boston verstanden. Ja. Und nachher er hat es nicht aufgelöst. Der Vater von seinem Kollegen hat gesagt, ja, im Fall nicht ganz. Ja. Aber es ist so ein Unterschied. Also vergiss das. Du kannst sagen, ich komme aus Bosnien. Oder, gut, ich wünsche mir, Leute wären ein bisschen kritischer, wenn jemand sagt, ich komme aus den USA. Aber okay. Wenn du jetzt sagen willst, ich komme aus Boston, aus den USA, und so, mega cool. Und Bosnien ist es mal, Leute wissen nicht, was sagen. Ja, ich wollte sagen, also ich bin jemand, ich sage einfach nichts. Also sie wissen nicht darüber, es interessiert sie nicht wirklich und es ist halt einfach nicht cool. Und ich finde es auch lustig, wo er dort auch noch wo er so sagt, ja, vielleicht es leben ja nicht mehr so viele Leute dort in diesem Dorf in Oskoruscha. Aber er stellt sich dann so vor, ja okay, aber vielleicht kommt dann irgend so eine Yoga-Lehrerin, was das Gefühl hat, wir könnten ja voll so die Stelle im Fall... Das ist so eine Kommune auftun und was... Ja, wir können die Kommune... Ich habe irgendwie voll Lust, das vorzulesen. Ja, vielleicht findest du es gerade. Ich habe mir so nicht aufgeschrieben. Heute ist der 7. Februar 2018. Es sind fast 9 Jahre vergangen, seit das Foto aufgenommen wurde. Das steht, wo er bei dem Ort war. Es lebt noch jemand dort oben? Warum auch nicht? Ein Maler aus Leipzig könnte nach Oskoruscha vorbeigekommen sein und 12 Gemälde gemalt haben mit Obstbäumen, in denen sich Schlangen regeln. Eine an Schlangen in Obstbäumen interessierte Kulturmanagerin der Commerzbank erwirbt die Serie für 300.000 €. Ihre Frau, eine Yogalehrerin, verliebt sich in die Gegend auf den Gemälden, fährt hin und dann ist der echte Anblick noch schöner. Sie kauft einen leerstehenden Hof, lässt ihn sanieren und gibt im Sommer Yoga-Workshops für Yoga-Liebhaber aus dem Großraum Leipzig. Ein ausgebannter Unternehmensberater lässt sich nieder. Seine Freundin, eine Solo-Bassistin, sorgt für Stimmung in der Stille der Nacht. Der Maler kehrt zurück und malt Porträts von Gavrilo, von Maria, von Stretoje, von Miroslav Schafen. 2 Heilpraktikerinnen keltern Apfelmus in einer Scheune. Eine Kommune ist das jetzt. Man streitet miteinander und liebt einander in verschiedenen Konstellationen. An Kommunen interessierte Touristen kommen. Praktisch veranlagte Hippies reparieren Gavrilos Waschmaschine und zeigen ihm, wie man meditiert. Weitere Häuser werden instand gesetzt, Social-Media-Accounts gelöscht und Früchte eingekocht. Kunsthandwerker eröffnen Werkstätten. Eine Hautärztin aus Halle füllt mit nachhaltig Urlauben in den bosnischen Bergen eine Marktlücke im nachhaltig Urlaubensegment.
Der ausgebannte Unternehmensberater findet auf den Vieratz die Schuppe eines großen Reptils und kann mit der Schuppe unter dem Kissen wieder gut schlafen. Alle kaufen von Maria die Milch und von Gavrilo zu einer Feier 5 Ferkel. Ein Jahr später hallen die Schreie der ersten Kommunenbabys im Gebirge. Eine Russin beschließt nach einer Yogastunde alles zu kaufen, was niemandem gehört. Es gibt etwas Stress mit der Kommune, bis man die Russen besser kennenlernt und eigentlich ganz Charaschow findet. Ihr Mann kauft Visegrad gleich mit. Es geht so weiter und so fort, aber es ist so ein lustiges Spiel. Also, man weiß nie, weißt du, die Instagram-Hotspots, also, die entstehen ja einfach, es könnte ein random Ort sein. Es könnte ein Ort in Bosnien sein, wo plötzlich voll gehypt wird und dann gibt es mega Touristen. Ja. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich meine, es ist ja schon die Realität, jetzt teilweise. Ich weiss nicht, ich habe mir echt das Ganze überlegt, finde ich das gut oder nicht. Also ja, natürlich, wenn irgendwie das ganze Dorf aufgekauft wird, nee, aber sonst, ich weiss nicht, wie ich das werten soll. Ja, eben Leute, Bosnien, kein Tipp. Nein, aber ich kenne weißt du, viele Leute, die würden nicht mal auf die Idee kommen, in die Ferien zu gehen. Ja. Ich nehme es ihnen auch nicht übel, aber es ist so ein bisschen so nicht für ungut. So viel besser als Spanien jetzt auch wieder nicht. Ein bisschen mehr Strand. Ja. Das ist auch so ein bisschen die Frage, so, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass jemand nicht sagt, du kommst aus einem mega coolen Ort. Aber ja, es ist halt einfach so, es ist so der Unterschied wirklich, wo deine Herkunft ausmacht. Aber wie er sagt, es kann auch mega so Privilegien mit sich bringen oder hat so Vorurteile und so weiter. Es ist halt so ein bisschen das. Und die andere Stelle, wir sind jetzt voll abgeschweift. Jedes Zuhause ist ein zufälliges. Dort wirst du geboren, hierhin vertrieben, da drüben vermachst du deine Niere der Wissenschaft. Glück hat, wer den Zufall beeinflussen kann. Wer sein Zuhause nicht verlässt, weil er muss, sondern weil er will. Glück hat, wer sich geografische Wünsche erfüllt. Das gibt dann vorzügliche Sprachreisen, Alterswohnsitze in Florida und Auswanderungen in die Dominikanische Republik zu besser aussehenden Männern. Das ist so brutal. Ich finde, das ist brutal. Das ist so richtig, ist zwar humorvoll, aber eigentlich auch so ein bisschen, es gibt dir so ein bisschen das Messer rein, finde ich. Echt so. Ja. Also, vielleicht kann ich etwas erzählen, was da ein bisschen passt. Und zwar, eben, mein Vater ist in die Schweiz eingewandert, ich bin hier geboren. Und er ist in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und ich merke schon ab und zu, dass wir so wie verschiedene Startpunkte haben im Leben. Oder? Weil eben das ist wie anders, wenn du dort startest, wo er wo in die Schweiz ist gekommen, weil er ein besseres Leben wollte und ich bin hier geboren. Für mich war das eigentlich schon der Standard gewesen. Und ich habe natürlich andere Träume und Aspirationen, als vielleicht er hat. Und dort gibt es manchmal schon wie einen Konflikt, dass er findet, bist doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Also um das geht es ja wie auch. Oder eben so Leute, die irgendwie Sprachreisen machen. So, weißt du, was ich sagen will? Die ganzen so Backpackers durch Südostasien vom Studium. Ja, und es ist echt so wie, also was, du willst reisen? So, hä? Nein, aber das ist schon so, wenn du dir auch gar keine Gedanken über das machen musst, das ist voll etwas anderes, als wenn du in ein anderes Land bist, aus irgendwelchen Gründen. Also Krieg ist natürlich so... Also dort merkst du es am meisten im Fall, weil ich frage mich auch bei den ganzen Leuten so, wegen, was hast du das Gefühl, die Leute sind einfach so da angekommen, werden gerne diskriminiert und weißt, die Sprache können sie nicht und währenddessen in ihrem Land Gott weiss, was passiert, finden es mega chillig da. Also weißt du, ich meine, es ist so ein bisschen, ich verstehe zum Teil die Leute auch nicht. Ja, die sollten das Buch lesen. Weißt du, ich bin manchmal so ratlos, was hilft noch. Es würde nichts bringen, weißt du, wieso? Weil sie würden dann einfach sagen, zum Beispiel, schau jetzt, aber wo der Krieg vorbei war, hast du zurück. Ja. Also weißt du, die wären so, wieso bist du nicht zurückgegangen? Stimmt, dann kommt nicht die Argumentation. Alles gut. Ja. Nein, was ich mich halt frage, weil es wird sich niemand wundern, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe jetzt einen Job in London gefunden, ich ziehe dort an, weißt du, ich meine, voll easy als Schweizerin. Ja. Es wird sich gar niemand wundern, weißt du, ich meine. Aber wenn dann jemand so sagt, so, in meinem Land hat es einfach so viel Korruption, ich verdiene praktisch nichts. Zum Beispiel in Serbien auch lustig, wenn du einen Job willst, also sagen wir irgendwie, du musst in einer Partei sein. Es ist alles so politisch, also es ist so Vetternwirtschaft hoch 10 in dem Sinn. Und es ist alles so und dann hast du vielleicht noch ein paar Kriminelle, aber die Duld ist halt einfach will. Und wo du sagst, so, darf ich nicht mein Glück irgendwo anders suchen? Ja, gell? Wenn ich aus Osteuropa komme. Das, ja. Also weißt, aber du als Westeuropäer kannst sagen, ich ziehe jetzt in die USA, ich ziehe jetzt auf, keine Ahnung, irgendwo an, Skandinavien, in einem skandinavischen Land, whatever, ist noch cool und so nice. Aber wenn du aus Osteuropa kommst, ist so,
Nein. Also weißt, es ist so ein bisschen, oder halt noch aus weiteren Gegenden, logischerweise. Aber für mich ist es immer so ein bisschen das Nähe halt an dem. Das geht halt auch jetzt mega weit in das Thema ja, rein. eigentlich so. schon. Ja, also ich meine, meine Meinung sowieso zum Nationalstaat und so weiter ist ja so ein bisschen unnötig. Also, nein, aber jetzt kommt auch so. Jetzt kommen wir in die Ecke. Ist auch nicht dafür Anarchie. Aber, wow. Wenn du mich fragst, was sagst du, wenn ich Leute frage, wovon du kommst, das ist für mich einfach so unnötig. Also ich habe da etwas festzuhalten, wo gar keinen Sinn macht. Wieso muss man Leute so in Gruppen einteilen und dann muss man sich entscheiden? Und dann, also weißt, das ist so ein bisschen, für mich einfach ein bisschen unnötig. Andererseits, klar, weißt, die Leute sagen so, ja, aber weißt, die Kultur, die willst du aufrechterhalten, was auch immer. Das ist auch nicht das, was für mich ist einfach so das Negative zum Teil überwiegt das Positive. Ich denke, Fakt ist halt einfach, es ist halt ein Teil von deinem Rucksack, ob du das jetzt irgendwie unnötig findest oder nicht. Und was das Buch auch recht zeigt, ist so wie, das macht ein junger Mensch, der dort irgendwie Krieg, Trauma, Flucht hat. Und das, was einfach so zuvorderst ist, finde ich, er übernimmt früh viel Verantwortung für sich, seine Familie, aber auch, und das finde ich noch krass, für seine Mitmenschen. So wie der Teil, wo er sagt, irgendwie, ich wollte noch besser Deutsch lernen, damit die Personen in meiner Gegenwart sich nicht so viel Mühe geben mussten, zu verbergen, dass sie mich für dumm hielten. Oh, weißt du, es ist ja, auch so wie, es gibt so viele awkward halt Situationen, auch mit Deutschen, oder dort, wo er beim Znacht eingeladen ist, bei seinem Freund, er will eigentlich die dann wie gegen einladen, auch für seine Familie mal wie etwas Gutes zu tun, dass sie bewirten können. Er sagt dann auch, seine Mutter macht das so gerne und dass dann auch mal einfach jemand für sie dankt. Und er macht es ja dann nicht am Schluss. Er hat sich dann nicht mehr dafür, das Thema nochmal aufzubringen. Ich habe mit solchen Sachen nicht aufwachsen. Ja. Mir kommt auch noch ein guter Teil in den Sinn. Also vielleicht Punkt da Selbstreflexion von ihm selber, jetzt, als er ein bisschen älter ist. Er hat auch gesagt, ich meine, er hat sich wie vor der Gründung halt auch über Diskriminierung beschwert. Also von den Deutschen gegen Ausländer. Aber so innerhalb von seinem Ausländerkreis, sage ich jetzt mal, hat er ja auch gesagt, irgendwie eben, ja, es hat auch gewisse... Er schreibt es so, darum sage ich es so, Jugos gegeben, die er nichts mit ihnen zu tun haben. Oder gelernt hat er vor allem mit den Deutschen. Und mit den Jungs bei der Tankstelle hat er rumgehängt, weil es lustig war. Also er hat ja wie selber sich auch dort so sein Umfeld gesucht. Und vielleicht selber auch wie, ja, nicht gerade Klassen gemacht, aber eben, es ist wie... Darum, Integration hat so viele Schichten oder auch Diskriminierung. Das ist, ja... Hast du das Gefühl, er hat gegenüber anderen Jugos so Vorurteile gehabt, oder was? Also er hat einfach eine Stelle, wo er sagt, wie es hat wie Teil gegeben. Ich kann das leider nicht sagen. Wo er einfach keinen Kontakt hat wollen. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Also es tut mir leid, ich finde es einfach weird. Ich finde so die Jugo-Clubs in der Schweiz finde ich weird. Also weißt du, wo du in den Ausgang gehst. Nein, ich verstehe das zum Teil, verstehe ich das wirklich nicht, wenn Leute sich so zusammentun, nur weil sie quasi die gleiche Herkunft haben und dann zusammenhängen und so weiter. Einerseits, klar, du hast so ähnliche kulturelle Erfahrungen gemacht oder bist so Sachen gewohnt, die dann halt auch lustig sind und so weiter. Und das teilst du miteinander. Aber andererseits finde ich das dann so wie auch einengend irgendwie, so, wie soll man untereinander bleiben, wenn du so viele andere Leute kennenlernen und weißt, deinen Horizont auch ein bisschen erweitern und so. Ich schäme mich zum Beispiel auch, wenn ich so typische Jugos im Zug sehe. Weißt du, so im Adidas-Trainer und dann noch so am Reden, gehen wir Bahnhof, weißt du, so Sachen, weißt ja. wo ich mir ich schäme mich wirklich ein bisschen. Also weißt, es ist so ein bisschen, genau so Leute, ich habe immer so das Gefühl, so, ihr wollt meinen Ruf ruinieren. Nein, wirklich. Aber eigentlich ist es schon mega traurig, wenn man das Gefühl hat, man müsste sich für Leute mit dem gleichen Hintergrund schämen, beziehungsweise dass gewisse kulturelle, sage ich mal, so Aspekte schlimm sind. Oder dass man seine Muttersprache nicht in der Öffentlichkeit reden will, weil es einfach weniger akzeptiert wird. Oder man zumindest das Gefühl hat, dass es weniger akzeptiert ist. Das ist eigentlich schon noch traurig. Also eben, es ist mega schwierig, irgendwie eine Wertung reinzubringen, aber ich glaube, so vielleicht als Schlusswort, was man wie sagen kann, es ist echt wichtig, dass man einander zulässt. Oder das hat das Buch auch bei mir bewirkt, vielleicht auch ein bisschen, weil ich habe mich sonst mit dieser spezifischen Geschichte rund um den Jugoslawienkrieg noch nie so auseinandergesetzt und ich habe das Gefühl gehabt, das hat mir wirklich etwas gebracht. Ja, weil ich einfach die Sicht habe gehört und wenn ich das einordnen und werten ist ja mir überlassen, aber einfach so wie
Man soll einander zulassen. Mega cheesy. Aber das stimmt. Also, Nein, ist schön. Also das ist so das Letzte, was du hast sagen. Ja, und dann finden wir dann auch gemeinsamen Nenner. Alle zusammen. Oh Gott, hey, nein. Amen. Das passt jetzt zwar nicht zu deinem Charakter, aber okay. Das ist so ein... Aber weißt du, ich habe eben noch eine negative Stelle. Okay, ja. Schieß los. Und zwar, es passt aber schon ein bisschen zu dem. Und ich muss das jetzt festgehalten haben im Fall, weil sonst werde ich hässig. Also ich bin schon hässig. Ein gesitteter Podcast, das mal. Und zwar, meine Eltern holen mich am Flughafen ab. Wir unterhalten uns über die baufälligen Tunnels auf der Strecke nach Visegrad, über den Höhenflug der Apple-Aktie. Vater bleibt konsequent unter der erlaubten Geschwindigkeit, fährt extrem langsam, wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung ersichtlich ist. Das ist übrigens ein guter Tipp, wenn ihr durch Bosnien fahrt. Nein, ohne Witz jetzt. Ich komme jetzt nachher auf das. Die hiesigen Verkehrspolizisten nehmen ihren Beruf ernst. Das kroatische Wappen am Kennzeichen seines Wagens garantiert, dass wir auf serbischem Territorium angehalten werden, falls sie da lauern, und auch, dass sie am Wagen etwas beanstanden werden. Okay, Sascha, falls du zulässt und Schweizerdeutsch verstehst. Kollege, Bratte, ich glaube, wir beide wissen, dass du mit jedem fremden Kennzeichen angehalten bist. Wir werden auch angehalten mit unserem Schweizer Kennzeichen. Und nicht nur in Bosnien, sondern auch in Kroatien und in Serbien. Nur, dass wir das verstehen. Der Grund dafür ist, ja, die Polizisten sind ein bisschen fragwürdig. Wenn du jetzt Auto fährst und du siehst wirklich nicht, was die Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Wirklich nicht. Also die Straße in Bosnien, das ist eine Geschichte für sich. Der Polizist wird dich anhalten und dir sagen, ja, sie sind schnell gefahren. Und dann sagst du so, nein, aber da ist doch ausser Ort oder was auch immer. Und dann sagt er so, ja, haben sie das Schild da vorne nicht gesehen? Und du lebst ja nicht da. Du hast keine Ahnung, was für Schilder es da gibt. Bei einem Einheimischen können sie das halt nicht bringen. Und bei dir können sie das einfach bringen. Hast du das Schild nicht gesehen und ja, nein, eigentlich fährt man so und bla bla bla. Der Grund, wieso du gestoppt wirst mit einem fremden Kennzeichen, ist einfach, dass die Polizisten dich blöd gesagt verarschen können. Ja. Ich sage nicht, dass Polizisten nicht nationalistisch sein können. Ich verstehe das ja auch, so dass auch jetzt fahren mit dem Auto durch die Gegend, wo jetzt alle Serben sind oder so, und wir haben das Kennzeichen und die schauen das sich komisch an oder was auch immer. Vielleicht machen sie das ja wirklich wegen dem, vielleicht auch wegen etwas anderem. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Wegen dem Sandwich. Definitiv wegen dem Sandwich. Also, nein, weil ich habe einfach das Gefühl, das fördert es nicht. Weißt du, die Beziehung? Das stimmt. Ja. Aber ja, das ist so ein bisschen das, was ich negativ gefunden habe. Sonst habe ich es mega lustig gefunden. An gewissen Stellen habe ich wirklich so lachen. Ja. Und dann eben im nächsten Moment wieder etwas sehr Berührendes. Also. Weißt du, wo ich gekühlt habe? Wo? Also du wirst wahrscheinlich lachen, wenn ich es dir erzähle. Dort ganz am Anfang, wo er über die Aufstellung vom Team von Crvena Zvezda, also Roter Stern, Belgrad vom Fußball, dort habe ich angefangen zu fühlen im Fall, wo er so geschrieben hat, so, ja, der Stürmer, ich weiß nicht, ob der in Mazedonien war oder so ein anderer, halb das, halb jenes und so. Ich so, ein gutes Team wird es nie geben. Nein, Spaß, ich will nicht wegen dem Fußball, ich will wegen der Symbolik. Ja, genau, ja. Weißt, aber es war schon ein gutes Team gewesen, muss man sagen. Ja, soll ich mein nächstes Buch sagen? Gerne. Oh Gott, ich habe Angst. Glennon Doyle, nein. Nein. Nein, keine Angst. Nein, wir bleiben beim Thema. Wir bleiben beim Thema Herkunft. Und vielleicht erratest du es. Also ich sage 3 Begriffe. Schweiz, Spanien, Wein. Ja, keine Ahnung. Schweizer Autor, hilft das? Ich kenne doch keine Schweizer Autoren. Also so integriert bin ich auch wieder. Dann wird es Zeit. Und zwar lesen wir Primitivo von Pedro Lenz. Pedro Lenz ist ein Oldner Autor und das Buch ist auf Mundart, Anita. Nein! Doch! Ja, genau. Oh, okay, jetzt ist mich. Und der Primitivo, das ist der Spitzname von einem spanischen Gastarbeiter, der in der Schweiz auf einer Baustelle arbeitet. Und mehr sage ich glaube nicht. Ja, als andere. Wir besprechen, aber eben, das hat jetzt mehr so ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun. Cool! Ich hatte schon Angst, du wolltest mir ein Buch von Bill Gates aufdrehen. Nein, ich habe gedacht, das Mundart-Buch wäre noch... hast du schon mal Mundart gelesen? Nein. Ich mache es schon noch ab und zu. Also man muss ein bisschen reinkommen, aber ich finde es noch cool. Um etwas anderes. Genau. Dann wäre es das gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts bewerten. Ihr findet uns auch auf Spotify, auf Google Podcasts, auf YouTube. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr uns auch ein Mail schreiben an anita.podcasts@
podcast.gmx.ch. Ja, Podcast im Plural. Ich baue mir ein Podcast-Imperium auf, frage nicht. Und ja, wir sind doch da sehr dankbar fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Besprechung. Bis gleich. Und viel Spass beim Lesen.